Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, Chili Hero. Ich habe heute was zu verkünden und dazu auch noch gerade das erste Video dabei. Das Ganze hier ist ein echter Haufen Arbeit, deshalb würde ich mich über eine positive Wertung auf jeden Fall auch mega freuen. Das supportet mich immer mega. Das zeigt einfach, dass ihr am Start seid und dass ihr da auf dieses kleine Projektchen, auf diesen kleinen Anführungszeichen Kalender auf jeden Fall Bock habt. Um was es jetzt genau geht, das erfahrt ihr nach dem Intro. Ihr habt es sicher schon am Titel gelesen, beziehungsweise am Thumbnail gesehen. Ich stelle euch heute ein Pack vor, aber das ist jetzt nicht einfach nur so eine random Pack-Vorstellung, sondern ja, ich habe mir dabei echt was überlegt und hoffe natürlich, ihr seid da auch am Start. Und zwar habe ich vor, vom 17. bis zum 24. jeden Tag ein Video hochzuladen. Und momentan sieht es so aus, als würde ich da Texture Packs vorstellen, also das ist der Plan. Und zwar aber nicht irgendwelche Texture Packs, sondern natürlich welche, die mit Weihnachten zu tun haben, wie dieses Pack hier. Das Pack ist das ZXmas 256X Pack und da haben wir direkt unseren ersten Gegner, der ein bisschen laggt. Genau, und ihr seht schon, das Ganze ist sehr weihnachtlich gehalten, sehr rot. Ist sehr im roten Stil. Oi, okay, perfekt. Und ja, hier seht ihr die Erze. Die Erze sind wild. Ja, man sieht sie halt von der Distanz ein bisschen blöd, denn ich musste die auch noch mal runterschreiben, also ich habe die schon runtergeschraubt, aber man sieht es immer noch nicht so gut. Die waren vorher so eine Auflösung von 500 oder so und jetzt sind die auf einer 156er Auflösung. Mal gucken, ob das bisschen was gebracht hat, ich denke schon. Ihr seht auch, ich habe einen Weihnachtsskin dabei, den habe ich mir extra dafür gemacht und der ist natürlich super unikat und den habe ich nicht von Name MC runtergenommen und einfach meinen Kopf drauf gepackt. Nein. Aber das Special daran ist halt einfach hier das Cape dazu, was mega wild ist. Wenn ihr Bock habt, dass ich diesen Skin dann bei Ende dieses kleinen Specials releasen soll, dann schreibt es gerne in die Kommentare, lasst gerne ein Like da. Ja, dann weiß ich auf jeden Fall, dass ihr motiviert seid. Der hat auch echt Lust, mich hier zu hitten mit seinen Schneebällen. Und man merkt halt einfach, dass ich noch nicht so ganz eingespielt bin mit dieser FOV. Aber den haben wir down. Perfekt. Gut. Ihr seht dieses Muster hier von der Ender Pearl immer wieder hier einmal auf den Erzen zum Beispiel. Aber auch eben als Ender Pearl. Und die Ender Pearl ist echt wild. Also dies gefällt mir absolut gut. Das Pack wurde mir auf LP24 vorgeschlagen. Die haben ja momentan auch so eine Weihnachtskategorie und als ich das dann gepottet habe, war ich da echt überrascht, wie geil das eigentlich aussieht. Am Anfang war es so ein bisschen, ist es wirklich so nice? Okay, er ist motiviert, er ist sehr motiviert. Was macht er genau? Ja, okay, guten Flug wünsche ich. Oh, schafft es? Ja, er schafft es. Okay, schade, Schokolade. Hier seht ihr noch mal kurz den Sky. Ich glaube, das sollte irgend so ein Tannenbaum darstellen. Ja, Skies ist okay, also ne, ich kenne geilere Skies, aber es passt mega zum Ambiente, also halt zu der Umgebung, was ich halt mega feiere einfach. Was mir sonst noch aufgefallen ist, ihr seht hier, warte, also erstens mal, ne, man sieht aus der Distanz die Farben ein bisschen schlecht, das ist natürlich ein bisschen nervig. Aber ihr seht, wir haben hier einmal rote, warte, lasst mich ein rotes finden. Hier, genau, hier haben wir ein rotes Herz und ihr werdet sehen, ne, normalerweise Rot, Redstone gibt extra Leben, aber das actually ist das kein Redstone-Herz, sondern ist das Diamanterz und wenn wir hier genauer gucken, gibt es aber auch welche, die haben gar keinen Rand. Und diese mit gar keinem Rand, das sind dann effektiv die Redstones, hier zum Beispiel der hier. Und da sieht man auch schon, wenn man drüber geht, gibt es diese Partikel. Und das ist auf jeden Fall hier Redstone. Wenn ihr ein Pack kennt, das mit Christmas zu tun hat, mit Weihnachten, und ihr gerne hättet, dass ich das porte, dann lasst mich das auf jeden Fall in den Kommentaren wissen. Und natürlich auch die Meinung zu diesem Pack, ob ihr das benutzen werdet oder nicht. Ich kann natürlich verstehen, dass es für viele Mobile-Spieler nicht so das Wahre ist. Da werden auf jeden Fall auch noch Packs kommen, die da mehr mobile-freundlich sind und auch für Mobile-Spieler auf jeden Fall zugänglich sind. Okay, wir haben leider keins. Wir haben Swiftness. Oh, der hat aber einen Bow. Genau, die Herzen sind rot, extra Herzen sind gelb, Schutz kennt man, aber was ich halt feiere, sind diese Hungerbalken. I mean, das sind ja solche, ich weiß nicht genau, wie die heißen, solche Zuckerstangen, denke ich, heißen die. Aber das Highlight von diesem ganzen Pack sind einfach die Items, beziehungsweise Schwert, Tools, aua. Boah, die Partikel. Schwert, Tools und Rüstung. Das sieht einfach mega hochwertig aus. Ihr wisst, ich bin Fan von sehr hoch auflösenden Packs. Okay, so.
Holen wir Swiftness. Und da haben wir ihn. Perfekt. Da fehlt jetzt uns jetzt nur noch eine. Und wo der ist, das ist eine andere Sache. Einfach 3 Protection-Helme plus ein eigener Protection-Helm. Ja, moin. Genau. Die Schwerter sind sehr, sehr kurz. Also da muss man sich vielleicht dran gewöhnen. Aber wenn ihr mal auf die Form guckt hier. Wow. Einfach wow. Ich werde euch auf jeden Fall den RP24-Link auch noch reinpacken. Ja, falls ihr das Pack auf Java spielen wollt. Und ja, Junge, es sieht halt schon wild aus so. Danke auf jeden Fall auch nochmal an Z Onyx. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen, sonst ja, schreibt mir, ne? Der mir da hilft immer bei den Capes. Das sieht auf jeden Fall mega aus und passt gut zum Skin. Ich feiere den Skin allgemein sehr krass. Ich habe mir so ein paar Skins gemacht und dann aus dem Besten entschieden. Und ich finde halt dieses Rentier hier vorne sehr, sehr cute. Und ja, allgemein die Attitude von dem Skin gefällt mir gut. Wir haben eine Boombox. Und wir haben Enderpearls. Ich will auf jeden Fall noch die Enderpearl ausprobieren. Aber wo der Typ ist, das ist ein Mysterium für mich. Da wir blau sind. Ja, wahrscheinlich ist der bei Orange, oder? Ja, okay. Auf jeden Fall sehr motivierten Spieler haben wir hier. Okay, was versucht er? Okay. Mignon, guten Tag. Boah, ich wurde getrappt. Autsch. Aua. Oh mein Gott. Yo. Ein fettes F. Oh. Aber gönn ich ihm, das war so gut gemacht. Oh, das müsste ich mir nach in der Aufnahme nochmal angucken. Junge, hat er mich auseinandergenommen. Genau, das Pack hat eigentlich keinen Bettabbau-Sound, aber ich habe da auf jeden Fall noch einen hinzugefügt, der ganz gut dazu passt, finde ich. Oh mein Gott, wurde ich hops genommen. Shame on me. Oh, das tut gerade richtig weh. Ich hoffe, ihr könnt das relaten. Okay, ja, ich muss halt ehrlich sagen, in Skywars nervt es mich ein bisschen, dass die Erze so schlecht zu erkennen sind. In Java ist das natürlich anders. Deshalb, ja, das Pack ist, denke ich jetzt mal, eher so ein PvP-Pack, wo man jetzt nicht gerade Erze abbauen muss. Deshalb, ja, spiele ich jetzt gerade noch kurz eine Runde Treasure Wars auf meiner Lieblingsmap, Mushroom, die ist mega nice. Oh, das Bridge hat richtig wild ausgesehen. Eventuell können wir direkt zu ihm, bevor er das zubaut. Ja, okay, perfekt. Oh, hab ich mein Dings zugebaut, ja. Okay. Weg mit ihm. Und da ist er down, perfekt. Richtig nice. Okay, denn, ja, das Pack, am Pack besonders krass sind natürlich einfach, die Ausrüstung, die seht ihr ja auch von den Ärzten her. Das geht absolut locker klar, hier ein bisschen zu spielen. Und wir haben jetzt direkt so Blöcke. Wie gesagt, Mushrooms, meine Lieblingsmap. Und ist die Level war ein bisschen buggy? Nee, glaube ich nicht. Okay, ja, also Blöcke kenne ich so schon, aber das ist auf jeden Fall gar nicht negativ, weil die Blöcke sind einfach nice. Also die Wolle gefällt mir gut. Okay, er nimmt mich hops. Ja, er nimmt mich hops. RIP. Oh, die Runde. Okay, aber das Schwert einfach zu wild, ne? Das Schwert einfach zu wild. Allgemein die Items. Eieieiei. Die sind echt mir eins gerade zu krass so. Er darf mich nicht. Okay, perfekt. Er hat sich zwar noch die Rüstung gesnackt, aber ich denke, das sieht trotzdem schon mal recht gut aus für uns. 9 Emerald. Ja, okay, gut. Wir müssen zurück. Wir müssen zurück und vielleicht ein Eisenschwert holen, damit wir da ein bisschen besser durchkommen. Alles halt mega hochauflösend. Was ist, ja, wahrscheinlich für die meisten Mobile-Player ein bisschen laggy macht, leider. Junge, aber ich komme immer noch nicht auf die Schwerter, klar. Das ist halt absolut genau mein Stil. So, wer mich kennt, so, der weiß halt, ist absolut mein Stil. Oh mein Gott. Oh, er hat ein Eisenschwert. Das ist eklig. Okay, Uiuiui, wie viel hat er? 9? Uiuiui, okay, schade. Schade. Da lädt mich gerade Anleitungen zu Party ein, nice. Also gucken, dass niemand sonst kommt. Wir brauchen eigentlich noch einen Dia.
Okay, wer hat es uns gerade geholt? Ich habe gerade gar nicht geachtet. Ich glaube, es war grau. Also müssen wir jetzt kurz auf grau gehen. Am besten mit Dia-Zeug. Oh, was für Dia-Zeug? Mit Eisenzeug. Und ja, da holen wir uns kurz noch die anderen Tools hier. Und bewundern die ein bisschen. Der ist so rich, der baut seine Bridge einfach aus Holz. Ja, moin. Okay, ich glaube, während die beschäftigt sind hier, hole ich mal kurz die Treasure. Ich lasse die beiden low werden und dann den einen weg und den anderen jetzt dann gleich auch weg. Okay, Junge, hat der viel ausgehalten. Boy. Okay, aber hier seht ihr auch nochmal hier die anderen Tools. Also einmal Junge, also dieser Stil, ne, der gefällt mir einfach maximal gut. Okay, Boombox haben wir. Okay, let's go. Rein da. Okay, noch Orange. Orange ist neben Blau, das heißt, der kommt wahrscheinlich auch gleich. Hoffentlich nicht mit Eisenrüstung, weil sonst bin ich da ein bisschen am Arsch. Aber ich denke für Treasure Wars ist es eigentlich perfekt so. Denke ich echt. Ja, okay, da hat er die auch schon. Aber er hat keinen. Ja, okay, ich habe Regent, ne? Sollen wir ihn überraschen mit der Knockback-Box? Ich hätte echt Lust, ihn zu überraschen mit der Knockback-Box. Okay. Ja, ich habe ein Eisenschwert, nicht. Ja, und da ist er down. Nice. Nummer 1, Nummer 2. Und da haben wir es. Sehr wild. Schade. LOL. Wieso geht man bitte in den Shop? Also guck, wenn ihr am Verlieren seid, dann bringt das ja wohl mal gar nicht so. Warte, okay. Er kann mich zwar hitten, aber wir können einfach hier den Shop nehmen. Arrow. Ja, er hat halt keinen Bogen, ne? Okay, okay, aber immerhin kann er mich hitten. Keine Ahnung wieso, aber okay, er kann mich hitten. 5 Dias kosten der Bow. Ja, okay. Was sollen wir flying lassen? Ich glaube, wir lassen ihn frei. Junge, als wäre er mein Tier oder so. Ja, okay. Und da ist er. Gone. Bye. Okay, Fazit. Für Treasure Wars ist es sehr, sehr gut geeignet. Ja, oder auch für alle anderen PvP-Modis. Einfach die mit Tools, mit Eimern, mit Rüstung und so weiter arbeiten. Auf jeden Fall eine fette Empfehlung. Und natürlich, falls ihr einigermaßen ein leistungsstarkes Gerät habt. Genau, nochmal zur Erinnerung, lasst gerne ein Abo da. Ich werde die nächsten 7 Tage, wenn alles gut klappt, wenn alles funktioniert, jeden Tag ein Video hochladen. Irgendein Pack, das mit Christmas zu tun hat. Vielleicht schon Skin-Pack. Oder Capes oder sowas. Halt einfach irgendwas, was mit Christmas und Minecraft zu tun hat. Werde ich da auf jeden Fall hochladen. Seid da auf jeden Fall gespannt. Ich bedanke mich mega fürs Zusehen. Ich bin absolut hyped auf diese mega krasse Woche und wünsche euch natürlich eine fröhliche Vorweihnachtszeit. Genießt die Zeit mit eurer Family und ja, ich würde sagen, wir sehen uns morgen beim nächsten Video. Bis dann. Bye.